Ja, guten Tag, liebe Leute. Fein, dass ihr einschaltet habt bei Radio Weser TV, den Fair Talk. Und gibt einmal Fair Talk ob platt. Corona ist noch nicht vorbei, aber wir können uns verdroppen, sodass wir miteinander ob der Fair auch mit gebührenden Abstand ja, miteinander schnacken können. Ich hab mir Helmut Hein inladen. Helmut Hein kommt ut Elmshorn von doch, aber wie steht hier ob der Fair nach Bremerhaven und für die ist das mal Alltag, wenn hier ob der Fair nach Bremerhaven zu stehen. Wo ist das zu verkloren? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du jünger bist, dann gehst du ja noch Schule hin und die letzten 3 Jahre in der Oberschule oder Gymnasium, wie man heute sagt, dort bin ich immer verplexen nach Bremerhaven führt, weil ich die letzten 3 Jahre hier in Bremerhaven nach Schule gegangen bin und Abitur gemacht habe hier. Und das ist ein feines Gefühl, hier oben zu schauen. So oft bin ich ja nicht mehr hier, aber als ich von morgen rüber von den auf Lexen, da sehe ich dort 2 Lütche Tankschiffe und das ist ganz wunderbar. Das hat in meiner Erinnerung noch gut was gemacht, aber das vertellt wie vielleicht Leute. Ja gut, also du bist ein richtigen Blexer Jung oder so. Ja, Tettenser Jung. Tettenser Vertell über die Kindheit und Jugend noch ein Beten wird. Geboren bin ich in Ostfriesland und 1947. Und das war ja eine bannig schlechte Zeit. Mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft und dann war in Ostfriesland das ja nicht so, dann wären die Arbeitsplätze ja rar. Und dann hätte durch irgendeine Vermittlung hätte hier in Nordenham Arbeit kriegen. Und gute Arbeit und dann hätte sich dann mit meiner Familie ja auch noch mal noch kommen und dann sind wir 1950 hier nach Blexen gekommen, erst in Blexen wohnt und dann nachher den Letus in Tettens gekauft und dann ein bisschen umbaut, hier wäre gut Fach und ja, dann sind wir dann hier in dieser Landschaft. Gut, also du wolltest sagen, das ist deine Heimat, oder? Das würde ich wohl sagen, gut. Ja, das würde ich wohl sagen. Aber der Grund, weswegen wir hier zusammenstehen, ob die Fair, hat mit deiner Jugend zu tun, hat aber noch mit was anderes zu tun. Wir beiden habt ja einmal für einige Zeit für Radio Weser TV eine Radiosendung, ja. Plattisch zum Kaffee. Du hast mittlerweile 2 Bücher Ruth gegeben. Ich habe sie beide mitgebracht. Wie würdest du gleich noch in der Kamera wiesen, damit die Leute auch seht, worum das geht. Ja. Aber das erste Buch, was du geschrieben hast, Unter Windflüchtern, das hat ganz viel mit deiner Jugend und Kindheit und als junge Erwachsene zu tun. Ja. Aber bevor du das vertellst, sag uns erstmal eben Windflüchter. Was ist das eigentlich? Ja, Windflüchter, da habe ich mich tüchtig überwundert. Sind ich von Menge Lü gefragt worden. Windflüchter, wird das so, dass das die meisten Lü kennen. Wie habt ihr hier an der Küste Bomben stehen? Nicht nur an der Küste überall, aber hier die Bomben an der Küste. Wenn du die mal genau ankickst, dann siehst du, dass wir hier immer einen steifen Nordwest-Westwind haben. Und so mit der Zeit geht die Bomben dann so ein bisschen Neigung nach Osten. Und diese Bomben nennt man Windflüchter. Gut, das Buch habe ich verleden Jahr in den Finger gekriegt, habe das lesen und ich habe fix gemerkt, der Kerl, der das geschrieben hat, das muss ein werden, das ist ein Plattitschen. Da ist ganz viel an verschiedenen Stellen ist da was auf Platt inschreiben. Also du bist ein richtigen Plattischen, bist Plattisch aufgewachsen, das denke ich nochmal. Ich versuche das hochzuholen, obwohl ich durch meine Arbeit in den letzten 40 Jahren seltener da kommen bin. In Hamburg schnackt man auch platt, aber in der Schule wird das dann nicht so angebracht und da werden die anderen Sprachen dann gefragter. Aber Plattdeutsch ist immer gut, wenn du das kannst. Ich bin auch deine Meinung, Helmut. Also, pass auf, vertell ein bisschen was über das erste Buch. Ja, das erste Buch, vielleicht fange ich an und gehe noch mal 40 Jahre zurück. Denn so lang ungefähr spukt das da in meinem Kopf rum. Meine Kinder haben gefragt, wo wir das eigentlich, wo du groß geworden bist. Wir wohnen ja nun in Day-to-Day in Hamburg in der Stadt.
Und wie wird das auf Land? Und dann habe ich ja die Großeltern besucht, die immer noch in Tettens wohnt heft. Ja, und dann hat sich das so mit der Zeit verfasst. Aber wenn du dann noch Lütte Kinder hast und die Kinder in die Ausbildung kommt und du sollst noch an Arbeiten bist, dann hast du meist nicht so viel Zeit. Mein Hauptberuf wäre ja Lehrer und kein Schriftsteller. Aber ich habe immer so einen Hang zu schreiben und dann habe ich mich, als ich dann 70 wäre, habe ich gesagt, wenn du das nun nicht magst und das abschriftst, dann war das nichts mehr. Und dann habe ich, wie man das so mag, so einen Plot gemacht und dann habe ich mich da ranhangelt und wichtig wäre mir, Lü zu charakterisieren, die ich so oder so ähnlich kennengelernt habe, ohne sie bloßzustellen. Das wäre mir hier wichtig. Und diese Tradition im positiven Sinne darzustellen. Und da ist ein bisschen natürlich auch was Biografisches dabei, aber da ist auch ein Hellbild, wie die aus Fräsen sagen, Hellbild, fabulieren dabei. Und wer das liest, der muss nun Rut kriegen, was ist denn nun Wirklichkeit, Realität und wo hätte denn so ein Beten flunkert? Gut, also die Tettenser Damenball spielt eine Ja. große Rolle. Aber auch, wenn ich jetzt in die Kamera kiek und achter die Kamera kann ich Langlütchen sehen. Ja. Langlütchen spielt auch in diesem Roman eine Rolle. Ja, Langlütchen spielt eine große Rolle. Das liegt daran, dass in das Buch ein Heinrich vorkommt. Heinrich ist so, Nomin vertellen, der einzige Kommunist in Dörp. Und der hat natürlich in der Nazi-Zeit allerhand erlebt. Der ist auch festgenommen worden. Und das erste Mal, als er festgenommen worden ist, da hat es nach Langlütchen 2 gebracht. Und Langlütchen 2 wäre ja mal so ein, über ein halbes Jahr so eine Art KZ. Unter dem Meere, hat die Lüder nennt, weil er unter dem Meeresspiegel lag, in die Kasematten. Und ja, das ist Langlütchen 2, das ist die eine Seite von Langlütchen 2, die tragische Seite. Und die andere Seite ist, dass wir als Kinder dort was, da auch im Sommerdach immer mal hinlaufen sind, das wäre immer eine feine Tour. Gut, Helmut, ich habe den Vorteil, vielleicht von allen anderen, die uns jetzt so kickt und so Lust hat, ich kenne das Buch, Ja. ich kann das empfehlen. Wie gesagt, ich will das Klicks nochmal in die Ja. Kamera holen. So, und jetzt gibt es einige Zeit in zweites Buch, hat Ja. auch mit der Wesermarsch zu Ja. tun, der Mordstein. Ja. Auch darüber musst du jetzt ein bisschen was vertellen, damit wir das auch so geografisch ein bisschen Ja. inordnen können. Ja. Dann müssen wir beten wieder die Weser abwärts gehen, mit nur Brake hin, Goldswaden. Und da steht auf einem Bauernhof an der Abfahrt ein ganz alten Stein. Da ist beschriftet was und da ist ein Mord 1637 beschrieben. Und dieser Stein ist original 14 Jahre lauter gemacht worden, 1651. Das hat damit zu tun, dass der Mord an einem Markt auf den Bauernhof erst abgeklärt war, wer als 14 Jahre lauter. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mal so einen interessanten Artikel darüber in der Zeitung gelesen und dann habe ich das auf meinen Schreibtisch gelegt. Und da liegt das dann. Und in Corona-Tiden haben mich frohe Gedanken, du kannst doch mal den Schreibtisch abräumen. Ja, da habe ich dann gemacht und dann habe ich just diesen Artikel wieder gefunden. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann wäre das Abräumen mit dem Schreibtisch zu Ende. Und nun habe ich mich an Schreiben gesetzt und recherchiert und habe nicht viel Lü von dem ich Informationen gegeben habe. Und dann ist das so nah und nah entstanden, aber nicht nur historisch korrekt abgebildet, was ist schon historisch korrekt, das ist immer so eine besondere Frage, sondern auch wieder verbunden mit was für Lü wären daran beteiligt, wie kannst du diese Lü charakterisieren, was trieb die Leute an. Das wären so die Hauptgesichtspunkte, die ich doch versucht habe zu verarbeiten. Gut, du hast so über diesen Mord, den hätte das wahrscheinlich gegeben. Ich Ja. kenne diesen Ja. Sühne stehen oder Mord stehen auch. Ja. Ist auch ja nicht die einzige in Deutschland. Nee. Gibt das also an vielen verschiedenen Stellen. Ich habe dann als Vorbereitung, ob diese Schnackerei zwischen Ja. uns beiden auch Ja. noch mal ein bisschen recherchiert. Ja. Und da beruht von, das gibt ja an vielen Stellen in Deutschland genau diese Sühne stehen. Ja. Also Sühne hat wohl in dieser Zeit eine andere Rolle spielt
als das von Dogen der Fall ist, oder? Ja, da denke ich auch, Sühne das wäre für die Familien, die die dort verdonnert worden sind, sozusagen so einen Stein abzustellen, eine sehr große Belastung, eine Schande. Und Ehre und Schande sind ja Gegensätze. Und die Licht, ob der eine sieht weit untereinander und der andere sieht, sind sie dicht zusammen. Und das wäre für diese Familien eine ganz furchtbare Strafe, so einen Sühnestein aufstellen zu müssen. Und das wäre auch verbunden mit durch die hohe Kosten. Da kannst du die Hüte gar nicht mehr vorstellen, aber man sagt, und das ist historisch nicht so ganz belegt, aber in die Richtung geidert, dass so ein Sühnestein, so wie er in Goldswader Wurp abgestellt ist, dass den Gegenwert von einem relativ großen Bauernhof bedüht. Ja. Also auch eine finanzielle Buße, die den Familien auferlegt wurde. Gut, lass uns noch mal eben zusammen so ein bisschen Rutklamüstern. Ja. Was ist historisch verbrieft von das, was du über den Sühnestein oder Mordstein Also ich denke, gefunden hast? historisch verbrieft ist, das dort wies die Inschrift hin, dass dort ob das ein Haufen Mord geschehen ist, oder zwei sogar, und dass dieser Mord 14 Jahre lauter erst abgeklärt worden ist. Das ist wohl verbrieft. Aber, und dass die Söhne von dem Bauernhof daran beteiligt werden. Anders würde die Stehen da ja nicht hinkommen. Verbrieft ist außerdem, da spielen natürlich auch andere Personen eine Rolle. Zum Beispiel Graf Anton Günther, der Oldenburger Graf. Die Beziehung von Oldenburg zu Dänemark, das ist auch natürlich historisch verbürgt, denn Oldenburg kam ja nach dem Tod von Graf Anton Günther zum dänischen Königreich. Vieles andere ist erdacht so 100 Wein, aber das ist nicht historisch verbürgt. Aber du hast dann auch, was schnackt ja so wunderbar über Plot, ja. Das gibt ja so Perspektivwechsel. Ja. Ne? Ja. Hast du das dann nochmal inbunden in eine Geschichte, die von Ja, Dogen spielt? das ist nicht nur historisch, das ist auch juristisch verbürgt. Diese Stein, die wäre ja auf einmal weg. Die ist von einem der Vorbesitzer, von den jetzigen Besitzer, das ist mit verkauft worden. Ist aber ein Stein, der unter Denkmalschutz steht. Die hat auch gar nicht wegkommen dürst. Und da hätte dann Streiterei umgeben, und wie das so ist bei Streitereien, dann kommt die Juristen dort hoch, und dann letztendlich ist es dann so gekommen, dass die Denkmalschutzbehörde entschieden hat, dem Motto wäre dahin, das ist ein Kulturgut der Wesermarsch. Und das ist so eine verbürgte Geschichte. Und da kommt das auch in für. Ich habe das an so einen Antiquitätenhändler wiedergeben, der sich da so ein bisschen Geld verdienen will. Also, liebe Leute, ihr merkt, das lohnt sich in das Buch nicht bloß reinzugehen, das zu lesen. Ja. Und ich will noch was anderes sagen. Ich habe mit dem Bürgermeister von Brauch darüber einmal schnackt. Ja. Ich finde das wichtig, dessen Stehen fällen mir auch für zum Beispiel Radtouristen in den Mittelpunkt, in den Fokus zu holen, Ja, als das jetzt der Fall ist. Ich nehme mal eben die beiden Böcker. Ja. Ja, das ist das eine. Und das andere über den Mord stehen. Also nochmal, kann man in jede gute Buchhandlung kaufen, und es lohnt sich reinzukriegen. Die allerletzte Frau, Helmut. Ich habe ein Blatt lesen, du wirst als junger Kerl mal einen richtig guten Klotschäter. Ja, das ist Also wohl wahr. ich habe lesen, 97,5 Meter hast du Ja, Wiedpflicht. das ist wohl weit. Ich habe das gut ob die Hälfte, ob 2/3 ungefähr Ja, braucht. ist ja auch was. Ja, ist halt was, aber verklordert noch mal eben. Also, Ja, das hat wohl damit zu tun, dass in der Zeit wäre das in der Schule. Bei uns, da wird in den Sportstunden, müssen die Jungs Klotschäden. Das wäre so, wunderbar. Und dann haben ja auch Leute da, haben ja so einen Klotschäderverein, und da wurde dann 2-3 Mal die Weg überübt. Football spielen wäre noch nicht so. Und dann hat sich das so entwickelt, und anscheinend habe ich da einige Mal ein Talent. Denn mein Vater, hat ja sowohl für die ostfriesische als auch für die oldenburgische Ländermannschaft Klotschäderkämpfe mitmachen. Und dann wäre das auch vielleicht so ein bisschen Ehrgeiz von meinem Vater, dass ich da so ein bisschen
in seinen Fußstapfen treten. Ja, und das habe ich dann morgen, aber das habe ich dann, ja, das ist dann weniger geworden, als ich zum Studium nach Hamburg komme und da wird das einfach nicht mehr möglich, immer zwischendurch worden. Aber man wird das nochmal sagen. Selman denkt sie einen Ja. Halbmeter mit 19 Jahren Ja. und die Harvard werden konnte. Ja, du bist wohl Harvard. Europameister, oder was? Wenn die Dotierung so west wäre, als wie die Fußballspieler, dann habe ich doch vielleicht Hast du lieben das können. Ja, gut. Also, Ja. noch einmal. Ja. Also, du bist ein richtigen gutienter Jung. Das kann man so und sagen. bist das immer noch und sagst, meine Heimat ist Blexen. Wie könnt jetzt wer auf Langlütchen 2 kicken? Ja. Achter Us oder für Us jetzt, achter die Kamera. Helmut, nochmal schönen Dank, dass du den Wietenweg von Elmshorn mit nach Gerne. Blexen Gerne. mogt hätt. Wir sind jetzt auf dem Rückweg nach Blexen. Mir fällt Spaß mogt. Und ich hoffe, dass ganz viele Lü jetzt Appetit kriegen habt, diese Böker zu können. Ja, das wär ja ich sag das wunderbar. nochmal, das lohnt sich. Ja. Ja, das wäre unseren ersten plattischen Fair-Talk nach Corona oder noch mittendrin. Wer weiß das so genau? Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Pläsier gemacht. Mir hat das viel Pläsier gemacht, mit Helmut Hein über das zu schnacken, was er zu vertellen hat. Schönen Dank und bis andermal.